Schönen guten Abend aus Straßburg. Guten Abend, Herr Görens. Guten Abend. Die sind für kurzem an der Sous-Kommission des Droits de l'Homme Rapporteur gehen über Kanner-Ehen. Wie wird ihr den Rapport rausgewählt? Wir haben eine Traditionslinie, die inakzeptabel ist. Kanner, die in dem Alter von 18 Jahren bestört gehen, gehen ganz viel. Sie geben hunderte Millionen Ugin von denen, die ein bisschen bekannt sind an dem Domain. Ganz viel in dem Alter von 18 bis 15 Jahren und dann aber auch noch ganz viel in 15 Jahren, was inakzeptabel ist. Psychologie von den Kanner, die prädestiniert nicht für an dem Alter schon bestört zu gehen, das ist absolut inakzeptabel. Eine Europäische Union, die auf Valeuren von Respekt, von der Dignität, von der Leid setzt, die kann auch so etwas nicht gut heißen. Und dafür meine ich, wird gut, wenn wir sowohl noch Banden wie noch Bausergiefen Akzente setzen, dass wir da nicht mit der Kursen und das will noch schaffen. Was sind Gründe für Kanner-Ehe? Wo könnte das hier, ist das kulturell, ist das mit Armut zu dienen? Es ist ganz stark an der Tradition von einzelnen Ländern ankreiert. Es geht in Indien, es geht in Afrika, es geht mittlerweile auch in Europa, aber noch viel mehr im kleinen Ausmaß. Da hat es mehr mit Tradition zu tun, die dann importiert wird. An den Ländern, wo es sich schon immer gegeben hat, da hat es Fleisch mit Armut zu tun, weil ich weiß nicht, weil die Leute vielleicht nicht am Stand sind, so viel Kanner bei ihnen zu halten. Mit den Mariage von den Kanner ist aber an sich auch eine Ursache von Armut, weil die Frauen, die mit 13, 14 Jahren schwanger sind, die Kanner auf die Welt setzen, die können dann noch keine Erbesmittel gehen und sind dann doch eine ökonomisch kontraproduktive Operation, als wenn ich mir so ausdrücken. Was muss die EU machen, für das an ihrer External Action umzugehen, für es dagegen zu machen? Wenn ihr ganz weit will gehen, dann müssen wir durchaus ein Element von Konditionalität machen. Das heißt, wir können zu den Ländern, die das praktizieren, tolerieren, so wir haben ein paar Vorgehensweisen für das zu machen. Ein paar Länder, die merken nicht Führung, die tolerieren Führung, den Mariage, weil sie keine Mauern haben für das Gesetz, was sie zwar erlassen gegen den Mariage nicht können durchsetzen, denen müssten wir helfen. An die, die de mauvais vorsinn, die das nicht wollen akzeptieren, denen müssten wir so, und da muss man auch als Kooperationsmöglichkeiten überdenken. Du kannst zum Beispiel den Post-Cotonou nennen. Es geht darum, einen neuen Vertrag mit den ACP. Die Europäische Union soll gucken, dass das Verbot von Kanner-Ehen Eingang findet an die internationalen Texte. Das kann man in der Präambel von so einem Akkord festhalten. Wir können aber auch zur Disposition an so Texte anbauen. Darüber hinaus soll die Europäische Union sich stark Partner sichern, zum Beispiel der Fonds des Nations Unies pour les Populations, der schon am Bereich von den Mutilations genitales ganz viel möchte für die Praxis auch auszuradieren. Wir brauchen den als Partner, wir brauchen auch die UNICEF und dann natürlich auch die 21 Memberstaaten von der Europäischen Union. Die sollen dann ihre bilateralen Akkorde, die sie mit Entwicklungsländern haben, auch versichern, mit der Kommission und engem Strang zu ziehen. Sonja, vielmals merci. Schönen Abend noch.